Da den ja Mango Jahrzeug der Nima Chuba Charido. Wir sind heute im 6. Tag dieses Marngok Sommerdharma-Unterweisung. Und ich möchte die Gelegenheit benutzen, um hier all den anwesenden Lehrern, den Kalyana Mitras, den Mitgliedern der verschiedenen monastischen Einrichtungen und allen anderen Mitgliedern, Dharma-Freunden und über das Internet meine herzlichen Glückwünsche und guten Wünsche übermitteln. Heute ist der indische Unabhängigkeitsfeiertag. Und die Lehre des Buddha ist mit der indischen Geschichte verbunden. Dort, wo sich seine Lehre entwickelte, das war in Indien. Und viel unserer tibetischen Kultur hat eine Verbindung zu der indischen. Selbst wenn man über unsere Sprache, tibetische Sprache nachdenkt. Natürlich gab es diese tibetische Sprache zuerst in Tibet, aber das Alphabet ist in Einklang mit alten indischen Quellen entwickelt worden. In dem schneebergumrundeten Land Tibets hat die Sprache und Kultur Tibets eine starke Beziehung zu der indischen Kultur. Aus diesem Grund möchte ich an dem Unabhängigkeitstag Indiens allen meinen Freunden in Indien meine glücksverheißenden Wünsche senden. Und um darüber etwas zu erklären, da habe ich vielleicht etwas nicht ganz richtig gesagt. Ich habe gesagt, dass dieser Nyagrado-Baum der Bodhi-Baum ist, aber das ist ein Fehler. Und das war in den chinesischen Überlieferungen so angegeben. Ich habe nicht gewusst, dass wenn man über einen Nyagroda-Baum spricht, dann sprechen wir darüber, als ob das da ein Nyagroda-Banyan-Baum ist, der genauso hoch ist. Aber dieser Nyagroda-Banyan-Baum ist nicht der Bodhi-Baum. Ich möchte euch deshalb ein Bild geben, ein Bild dieses Nyagroda-Banyan-Baums geben. Ein Banyan-Baum ist in Indien sehr häufig anzutreffen, weit verbreitet. Es gibt viele von diesen Bäumen überall. Und überhaupt in Asien gibt es eine große Vielzahl solcher Banya-Bäume. Diese heißen in Englisch Banya-Baum. Und in Chinesischen heißt Mangjala, Rungshu, eine Art von Baum dieser Art. Man sieht diese Bäume allenthalben in Indien oder auch in Südostasien. Und das ist also so ein Banya-Baum. Das ist ein Baum, der so eine sonnenschirmartige Silhouette hat. Dieser Banya-Baum ist nicht der Bodhi-Baum. Der Bodhi-Baum ist eine andere Baumart. Um weiter fortzufahren mit der Besprechung, die wir bereits begonnen hatten zuvor, wie ich gestern oder anderen Tags bereits gesagt habe,
war Mahakashyapa von jungen Jahren an, also bevor er der Schüler des Buddha wurde, war er mit dem Namen Pipali bekannt, oder wie es einige Quellen sagen, oder wie auch es in tibetischen Quellen heißt, derjenige, der von dem Banya-Baum aus geboren wurde. Er ist sozusagen Banya geboren oder Pipali. Sein Vater wollte gerne, dass Pipali sich verheiratete, wozu Pipali überhaupt kein Verlangen spürte. Weil es aber der Wunsch seiner Eltern war und er diesen Wunsch nicht einfach so zurückweisen konnte, hatte er eine Statue verfertigen lassen, eine goldene Statue einer Frau, eines Frauenkörpers, und er sprach, wenn du eine Frau finden kannst, die so aussieht wie diese Statue, wie in ihrer goldenen Ausstrahlung, dann wäre es okay. Und weil sein Pfarrer es so sehr wünschte, hatte er keine andere Wahl und hat seine Schüler ausgeschickt in allen Richtungen. Und alle trugen eine solche aus Gold verfertigte Frauenstatue, Kopien davon, die sie in alle Richtungen der Gegend trugen. Für die meisten seiner Schüler waren sie nicht in der Lage, den Wunsch zu erfüllen und eine Frau zu finden dieser Art, und kamen wieder zurück. Und da waren nur noch jene übrig geblieben, die in die westliche Richtung gezogen waren, und es gab immer noch den Rest Hoffnung, weil diese eben noch nicht zurückgekommen waren. Und wenn wir uns jetzt fragen, haben sie letzten Endes eine solche Frau finden können, dann fahre ich jetzt an dieser Stelle fort mit der Geschichte, die ich andern Tags bereits soweit erzählt hatte. Also, als sie in den westlichen Richtungen so weiterschritten, durch viele Dörfer und Städte hindurch, kamen sie schließlich zu der großen Stadt Kapila. Und in Kapila angekommen, da gab es jemand, der dort wohnte, ein Einwohner, der in Kapila wohnte, außerordentlich wohlhabend und eine unglaublich hübsche Tochter, sein eigen nannte. Und weil er so eine schöne Tochter hatte, war es üblich, an den besonders schönen Töchter mit dem Namen Bhadra zu benennen. Das heißt so viel die Schöne, die gute, Schöne. So hieß sie also Bhadra. Und weil insofern der Vater bei Namen Kapila war, hieß sie also Kapilas Bhadra, die Kapilas Schöne. So war ihr Name. Die Schüler von Pipalis Vater kamen zu jener Zeit in Kapila an, und was sie mit sich brachten, war diese goldene Statue. Und sie hatten dieser Statue einen Namen gegeben, um sie bekannt zu machen. Sie mussten natürlich eine öffentliche Bekanntmachung machen. So hatten sie die Frauengöttin genannt, weil natürlich die Götter der Frauen eine Frau sein muss. Das ist also und in der chinesischen Tradition haben sie goldene Gottheit genannt, goldene Göttin. Leicht verschiedene Bezeichnungen in der Geschichtsschreibung. In jedem Fall aber hatten sie diese Gottheit mit sich, diese Göttin, in westliche Richtung so weit vorangeschritten und dort angekommen, kamen sie eben schließlich in Kapila Stadt an, was sie dort dann
durchführten, war in der Mitte des Marktplatzes diese Statue aufzustellen mit viel Räucherwerk und Blumenschmuck darum gruppiert, mit Musik, Begleitung unterschiedlicher Art als Opfer, Geschenk und sprachen mit lauter Stimme: Ihr Damen hier, wenn ihr hierher kommt, diese Göttin mit Gaben zu beschenken, dann werdet ihr 5 ihrer Wünsche erfüllt zu bekommen. Das eine, was sind diese 5 Wünsche? Das erste ist, in einer höheren Kaste geboren zu werden. Ob ihr jetzt in einer niedrigen seid, dann werdet ihr in einer hohen Kaste wiedergeboren werden. Zweitens, dass ihr verheiratet werdet oder hineinheiraten könnt in eine solche hohe Kaste. Und die dritte ist, einmal dann verheiratet, wird euer Ehemann euch gut behandeln, nicht verachten. Und das vierte ist, ihr werdet Söhne haben. Und 5. Und der Ehemann wird sich nach euch richten und euren Wünschen gemäß sein. Diese 5 Wünsche könnt ihr hier erfüllen. Und zu jener Zeit hieß es, dass alle Frauen aus Kapila kamen, um dieser Statue Geschenke darzubringen, zu dieser Göttin aller Frauen. Die Mutter von Kapila Bhadra, in der tibetischen Tradition heißt es die Mutter. In der chinesischen Tradition, in der tibetischen Tradition heißt es der Vater von Kapila Bhadra, also Kapila selbst, aber das spielt keine Rolle. Jedenfalls, die Eltern hatten jedenfalls gehört, dass diese so wichtige Göttin der Frauen dort angekommen sei und dass die 5 Kernwünsche durch sie in Erfüllung gingen. Als sie davon hörten, hat die Mutter zu Bhadra gesprochen. Ihr Herz hat dann geklopft und gesagt, oh, du musst ganz schnell dahin gehen, du musst schnell dort deine Opfergeschenke bringen zu dieser Göttin der Frauen. Und Bhadra fragte erstaunt, was sollte es für einen Nutzen haben, einen Gaben darzubringen zu dieser Göttin der Frauen? Und die Mutter sagte, ja, wenn du zu ihr betest, dann wirst die 5 Wünsche erfüllt werden, dass du 5 Arten von Preis gewinnen. Und die Tochter sagt, warum sollte ich das brauchen? Ich bin schon in einer hohen Kaste geboren, von Anfang an. Ich bin bereits so hübsch und attraktiv. Was sollte dann mein Gewinn dabei sein? Und niemand kommt daher und will mich heiraten, obwohl ich schon so schön bin. Niemand ist hergekommen, um mich zu fragen und um meine Hand anzuhalten. Warum sollte ich deshalb darum bitten? Aber die Mutter bestand darauf, und weil natürlich sie eine starke Hoffnung hatte, dass ihre Tochter in einer hohen Kaste wiedergeboren und Söhne haben würde. Und sie bestand also darauf, eindringlich, um also die Mutter zu besänftigen, hatte Kapila Bhadra keine Wahl. Sie nahm dann Blumen, Räucherwerk, Seide und so weiter, um zu diesem Ort sich zu begeben, wo die Göttin der Frauen sich befand. Als Kapila Bhadra sich dieser Statue näherte, um sie mit ihrem Opfergaben darzubringen, je näher sie herankam, wurde die Farbe der Statue dunkler und dunkler. Natürlich, seine goldene, glänzende Farbe. Und Bhadra war sehr schön.
Und es schien sogar, als ob sie selber ein Licht, goldene Farbe ausstrahlte. Und je näher sie an die Statue rankam, schien diese Statue dunkler und dunkler zu werden. Und als sie ganz schließlich dort angelangt war, sah diese Gottheit der Frauen aus, als ob sie aus Eisen gemacht sei, ohne Glanz und Strahl. Ich glaube, wenn man solche indischen Geschichten hört, dann war das immer so, dass die völlig übertreiben in jeder Hinsicht. Aber die Grundaussage ist, dass sie von außerordentlicher Schönheit war, sodass man das Gefühl habe, dass sie das Licht dieser Statue noch übertrafen. Also der Grundaussage ist, dass sie eben von solcher bestechender Schönheit war, sodass eben sogar die Statue sich in eine dunkle Gestalt verwandelte. In jedem Fall aber, als sie dort schien es, als ob diese Statue selber eine ganz gewöhnlich aus Eisen verfertigte sei, die keinerlei Glanz und Würde besaß. Und die Schüler, die Brahmanen-Schüler, die diese Statue dorthin gebracht hatten, waren darüber sehr erstaunt und hatten den Eindruck, ist das ein schlechtes Omen? Oder hat jemand einen Spannfluch darüber ausgesprochen? Oder ist das irgendwas Wundersames hier? Sie hatten das Gefühl, da ist ein Licht, was darauf scheint. Und wo kommt dieses Licht her? Und als sie sich umsahen, sahen sie dieses Mädchen. Als sie verstanden, dass dieses Licht von diesem Mädchen ausging, begannen sie anzusprechen. Und sie fragten Kapila Bhadra, wessen Tochter bist du? Ich bin die Tochter des Brahmin Kapila. Und diese Schüler dachten sich, das ist eine ganz besondere Frau. Und so wie die Tochter es gesagt hatte, ging sie dann zu dem Haus des Brahmanen Kapila, begaben sich an die Türe und sprachen, als ob sie um Almosen bäten und bitte, weiser Mann, gib uns Almosen. Und sie machten also Geräusche und Lärm, als ob sie um Almosen bäten, direkt vor dem Haus. Als Kapila davon vernahm, dass da solche um Almosen bitten, hat er ihnen Mehl, Butter, Zucker, Trauben und so weiter geschickt. Es war damals die Regel in Indien, dass die Töchter solche Almosen verteilen mussten. So war es eben an Kapila Bhadra, dass sie selbst diese Dinge, die den Bettlern zugedacht waren, eben dorthin tragen und austeilen sollte. So begab sie sich also zu den jungen Brahmanen, aber sie würden diese nicht annehmen, sagten sie. Und weil sie immer diese Almosen noch nicht angenommen hatten, war es dann einige Minuten später, dass der Brahmin Kapila tatsächlich selber sich dorthin begab und fragte, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Warum nehmt ihr meine Almosen nicht? Was ist Ihr eigentlicher Wunsch? Und sie sagten, wir sind hier rumgegangen, um deine Tochter ein Mädchen zu bitten, nicht um Essen. Sie sagten es also einfach frei heraus und der Brahmane Kapila war darüber etwas verärgert. Er war ein bisschen sehr befremdet und sagte, ich werde euch natürlich nicht meine Tochter als Almosen geben. Er ist ein bisschen sehr frech. Wie kämt ihr da auf den Gedanken, dass ich meine Tochter einfach so dahergeben werde? Aber die jungen Brahmanen sagten, nein, wir wagen ja nicht für uns selber. Und der Brahmin Kapila sagt, ja, was redet ihr daher? Ich verstehe euch nicht. Und dann begannen sie, die jungen Brahmanen, Kapila, dem Brahmanen, die Geschichte zu erzählen aus der Stadt Magadha, aus der Stadt in Magadha, Königreich, die
Pipal Town genannt ist. Das ist also damals war die Gegend um Bodh Gaya herum, Magadha-Königreich. Und dann gab es also diese Pipal-Stadt wir sollten nicht denken, dass seine Städte damals so waren wie die Städte heute, aber jedenfalls gab es da so einen Ort, Pipal, die nach diesem Baum benannt war und der Brahmanen, der in einer sehr hohen Kaste geboren, nämlich sogar einem besonderen Clan zugehörig, Mahashala, nicht nur solcher Art, so wohlgeboren, auch von äußerst großem Reichtum, der selbst dem Reichtum, Wohlstand des Vaishravana Gottes Ehre machen würde. Vaishravana ist der Gott des Wohlstands oder Reichtums. Also selbst wie der Gott des Reichtums selbst, so habe dieser Brahmane dort in Magadha, in diesem Pipalit-Ort, ein großen, wohlhabendes Anwesen. Und er habe einen Sohn, der auch Pipali genannt, und von außerordentlich attraktiv und gut aussehend, geschickt in all den 6 Arten von Ritualen der Brahmanen, in den Vedas gewandt und von äußerster Intelligenz, 18 verschiedenen Gebieten des Wissens bewandert. Er ist es, der um deine Tochter bittet. Kapila, der Brahmane, sprach, oder? Ich habe gehört von dieses Brahmanens Qualität, aber er wohnt nun ziemlich weit entfernt. Das wäre schon recht schwer, da eine Heirat zu arrangieren. Vielleicht ist das auch die Gegend, in der der Buddha selbst geboren war, also jedenfalls, wo immer diese Stadt sich befand. Also der Kapila dachte sich, da ist niemand anderes, der ist auch unglaublich reich, wohnt in dieser großartigen Gegend. Es ist dann ziemlich schwierig, dorthin zu gehen. Wie sollen wir da die Verbindung aufnehmen und eine solche Heirat anbahnen? Aber diese jungen Brahmanen waren sehr geschickt in ihrer Rede und sagten, nein, da macht ihr keine Sorgen. Der Brahmin Pipal, wie ich bereits gesagt habe, ist von außerordentlich großem Wohlstand gesegnet. Er ist der reicheste in Indien zu jener Zeit überhaupt. Du bist auch sehr reich. Und deshalb haben wir Pferde dabei zum Reiten, wir haben Diener und obwohl, so ihr könnt also darauf reiten und wir haben viele Diener. Ich denke, es ist sogar gut, dass ihr voneinander fern lebt. Dann wird diese Verbindung zwischen diese Heiratsverbindung sehr stark werden. Und manchmal sagt man doch, wenn die Leute weit auseinander wohnen, dann wird eine solche Heirat eine besonders wirkungsvolle, starke Verbindung sein. Und sie sprachen also viele, viele andere sehr kluge und betörende Worte, um den Brahmin Kapila zu überzeugen. Und dann gab ihm Kapila all die Dinge, um ein Bad zu nehmen, gab diesen Schülern, Brahman-Schülern, solche Badeutensilien. Und da muss da irgendwo ein See in der Nähe gewesen sein oder ein Teich, wohin sie sich begaben, um dort sich zu waschen. Und während sie dies taten, besprach Kapila zu all seinen Verwandten. Und die Frage war, soll ich meine Tochter jenen geben? Und sie sprachen miteinander. Die Verwandten sagten, er ist wirklich einer hohen Kaste zugehörig. Er ist der Mahasala-Kaste zugehörig. Selbst wenn er sie nicht begehren wollte, sollte man unbedingt versuchen, unsere Tochter ihm anzudienen. Und wenn er jetzt nun sogar den Wunsch äußert von seiner Seite, dann sollte es überhaupt keines Nachdenkens mehr bedürfen. Dann muss man sie natürlich dorthin geben. Wenn wir nämlich eine Verbindung mit diesem Brahman-Kaste herstellen, dann wird es für uns gut werden, wird gut für sie sein, wird gut für das Mädchen sein, es wird für alle, für jeder wird darin einen Gewinn und Nutzen haben.
Und so entschieden die Eltern, die Tochter zu baden, sie in weiße Kleider einzukleiden, verheißungsvolle Brahman-Rituale zu sprechen und entschieden, dass sie die Braut dieses Brahmanensohnes werden sollte. Es war bestimmt so ein Ritual. Es gibt viele, viele Arten solcher Rituale, die in solchen Situationen durchgeführt werden. So ein Ritual haben sie dann wohl durchgeführt, worauf die jungen Brahmanen-Schüler dann die astrologischen Bedingungen berechneten, welches sind die guten, günstigen Tage und Monate, die Sterne und zu welchem Zeitpunkt wie die Gestirne stehen müssen, wann ein besonders gutes Datum gekommen sei und haben damit das Heiratsdatum verkündet und sagen, deine Tochter sollte mit ihm an diesem Tage verheiratet werden. So wie man in Tibetischem auch über die verheißungsvollen Umstände spricht, die verschiedenen weißen guten Tage und so fort. Jedenfalls haben sie diese Bedingungen dafür geklärt, wann diese Heirat stattfinden muss, und sie waren sehr frohen Mutes und voller Freude, dass sie damit mit dieser guten Nachricht zurückkehren würden. Nun, als sie zurückkamen, sah Pipali vom Weiten, und er sah an ihrem fröhlichen Ausdruck und ihrem Verhalten, dass sie wahrscheinlich ihre Mission erfüllt hatten. Und als sie zu dem armen Pipali kamen, sagten die Schüler, so wie man damals sagte, Lehrer, Meister, du solltest wirklich herzerfreut sein, wie du es gewünscht hast. Wir haben eine unglaublich hübsche, geeignete Frau, ein Mädchen gefunden. Bevor wir auszogen, sie zu finden, hast du uns die Anweisung gegeben, da wo wir normalerweise immer nach der Kaste trachten und versuchen, jemanden zu finden, der von gleichem Reichtum oder sozialen Stand sei, hast du uns extra aufgetragen, richtet euch nicht nach Kaste oder Clan und Reichtum und so weiter und äußeren Dingen. Es ist einzig entscheidend, ob sie so hübsch ist, wie hier mit dieser Statue beschrieben. Und wenn ihr jemand findet, der diesen goldenen Glanz verstrahlt und so hübsch ist am Aussehen, dann soll die Kaste keine Rolle spielen. Der Grund dafür war, dass eben die einzige Bedingung die sei, dass sie so in solcher betörender Schönheit sei. Aber sie sagten, nicht nur, wir haben sie gefunden, nicht nur, dass sie von solcher betörenden Schönheit ist, sondern sie ist von der außerordentlichen Kaste und sie ist zugleich auch noch einem ganz reichen Haushalt zugehörig. Und hier sind die Tage, die wir ausgerechnet haben, welche für die Heirat am günstigsten sind, und sprachen über all die Details, die geschehen waren. Aber nicht nur das, sondern auch eben all die Bedingungen, die sie schon erkundet hatten, wann eine solche Verbindung, eine Heirat verheißungsvoll geschehen könnte. Und Brahmin Pipal war darüber sehr erfreut, gab ihnen Vielfalt an Geschenken, Belohnung. An dieser Stelle, jetzt ist Pipali der Sohn dieses Brahman war, nämlich der hat von dieser Geschichte gehört, dass es eine solche Frau Bhadra von besonderem Aussehen gebe. Hat er so seine Zweifel und ob das dem wirklich so sei. Er hat überhaupt keinen Wunsch, sich verheiraten zu wollen, aber
Aber er machte sich Sorgen, was dann jetzt in der Zukunft sich entwickeln werde. Er dachte, bevor all das geschieht, muss ich mal mir die Sache genau ansehen. Und er hat verkündet, dass er ein bisschen eine Spazierreise unternehmen werde, vielleicht in eine andere Gegend. Natürlich hat er nicht gesagt, dass er darum ging, dieses Mädchen anzuschauen. Als seine Eltern hörten, dass er sich auf so eine kleine Ausflugsreise begeben wollte, sagten sie, Sohn, wir haben nur dich als unser einziges Kind. Wir lieben dich, du kannst gehen, wohin du möchtest, aber du musst unbedingt zurück sein, bevor dein Heiratstermin herannaht. Nun nahm Pipali sich einen anderen Brahmanen als Reisebegleiter und sie machten sich auf nach Kapila. Dort angekommen, das ist also der Platz, wo dieser Ort, wo Kapilabhatra lebte. Und in der alten Tradition gab es solche eine Tradition der Bettelschalen. Sie nahmen sich so eine Bettelschale und alte Gewänder und gaben sich als Bettler aus, gingen also auf Betteltour von einem Haus zum anderen, bis sie schließlich am Haus an der Türe von Kapilabhatra angelangten. Als sie dort ankamen, wie ich bereits vorher gesagt habe, wenn jemand um Almosen bittet, dann ist die Tradition in Zentralindien zu jener Zeit, dass die Frauen, insbesondere die Mädchen, diese Almosen austeilen müssen. So war es wieder Kapilabhatra, die diese Almosen nach draußen bringen sollte und dort von diesen beiden Brahmanen begegnete. Als Pipali sie sah, dachte er, das muss das Mädchen sein. Nicht nur, dass sie so schön ist, aber er dachte, das muss sie sein. Das ist das Mädchen, über das Sie gesprochen haben. Und er dachte, solche, die so außerordentlich schön sind, sind außerordentlich selten. Und er sprach zu ihr, Subhadra, für Mädchen, die so von ausnehmender Schönheit sind, so wie du, gibt es wahrscheinlich niemand anderes, der so schön ist in dieser Welt. Und da du so von großer Schönheit bist, muss es sicher sehr schwer sein, all dies hier aufzugeben, wenn du dich selber für so schön hältst und an deiner eigenen Schönheit dich so erfreust. Sie sagte, die Art und Weise, wie du hier mit mir redest, klingt so, als sei deine eigene Braut gestorben. Und ich sagte, nein, meine Braut ist immer noch am Leben. Und dann sagte Bhadra, wenn das der Fall ist, warum sprichst du dann darüber mit mir, wenn sie doch am Leben ist? Sagt er, meine Braut ist immer noch am Leben, aber ich habe kein Interesse an der Lust. Aber sie hat kein Interesse an Weltlichem. Bhadra dachte, das ist sehr erstaunlich und natürlich wirklich gut. Ich selber, wie es so sich fügt, habe auch keinerlei Interesse an all diesen weltlichen Dingen und Genüssen. Und der Grund war eigentlich der, hier herauszufinden, ob sie ein Wunsch dazu hatte, überhaupt so ein Familienleben zu begründen. Und er war eigentlich darüber sehr, sehr erfreut, dass dem nicht so war. Das heißt, und er sagte, und wenn ich mit dir bin derjenige, der dir
versprochen ist. Aber wenn wir, falls wir je verheiratet würden, dann sollten wir zuvor eine Absprache machen, ein starkes Gelübde nehmen, dass wir den anderen je nicht begehren, nicht mal einen Teil des Körpers des anderen berühren dürfen. Denn er hatte im Sinne nur den Dharma zu üben und alle weltlichen Dinge machten für ihn keinen Sinn. Bhadra war von der gleichen Charakterart und so waren sie eines Sinnes und haben sich gegenseitig dies als Eid versprochen. Auf solche Art beruhigt und erfreut ging er zurück in die Bipal-Stadt. Und schließlich wurde eben Bhadra nach Bipal Town gebracht als Braut. Und Bipalis Eltern hatten dann ein Haus für sie ausgerichtet. Und sie fügten darin 2 Betten hinein. Weil da 2 Betten waren, weil da schon 2 für das Paar, 2 verschiedene Betten angelegt waren. Und sie sagten, wir haben diesen Eid vorher geleistet, so bitte vergiss dein Versprechen nicht, haben sie gegenseitig zu sich gesagt. Wir sollten nicht wie Mann und Frau zusammen leben, sondern wie Mutter und Tochter. Und Bipalis Eltern waren natürlich sehr daran interessiert, wie kommen sie miteinander aus, und haben ihm wieder nachgefragt. Und die Diener des Hauses haben ihn dann verkündet. Und sie sagten, ja, sie leben sehr gut zusammen, wie Mutter und Tochter. Dann haben sich Bipalis Eltern gedacht, das ist unser Fehler, das scheint nicht zu klappen. Warum haben wir da bloß 2 Betten hineingestellt? Sie sollten nur ein Bett haben. Wenn Sie nur ein Bett haben, dann haben Sie keine Wahl. Also, sie nahmen also ließen ein Bett herausnehmen und es war noch ein Bett übrig und ein Sessel. Ein Bett und ein Sessel verblieben in dem Raum. Weil da nur ein Bett war, waren aber Bipali und Bhadra hatten hatte keine Lust, die sie verspürten zueinander, hat Bipali zu Bhadra gesprochen. Du bist ein Mädchen, du brauchst mehr Schlaf. Du schläfst hier im ersten Teil der Nacht und im frühen Morgen und ich schlafe in der Mitte der Nacht. Und ich sitze in dem Sessel und danach schläge ich mich schlafen und dann kannst du in dem Sessel sitzen. Es war nur möglich, dass ein Bett lag. Und während sie schlief, hat Bipala sich in den Sessel gesetzt und ging umher, im Gedanken versunken. So lebten sie miteinander. Während sie so miteinander lebten in dieser Art, schien da eine große Schlange, die in das Schlafzimmer hineingeraten war und sich unter dem Bett zusammenrollte. Bipali sah diese Schlange und dachte, diese Schlange ist dabei, irgendetwas Schlimmes anzurichten. Aber Bhadra war bereits in Schlaf verfallen. Deswegen musste er sie aufwecken. Die einzige Weise, wie ich sie aufwecken kann, ist, dass ich sie berühre. Ich kann sie aber nicht berühren. Ich darf sie nicht mit der Hand berühren. Und weil sie ihre Hand herunterhängen ließ über die Seite des Betts, dachte er sich, ich kann ihre Hand nicht anfassen, was soll ich tun? Aber dann wird die Schlange sie beißen, wenn ich sie nicht aufwache. Und so nahm er einen Fächer, wie er in Indien so üblich ist, wegen der Hitze,
so ein Handfächer und das ist auch eine Art und Weise, wie man auch die Moskitos verscheucht. Er nahm also diesen Fächer und stieß die damit an der Hand an. Und Badra erwachte und war erstaunt, sagte, du musst mich berührt haben mit deiner Hand. Nein, hast du, bitte, du hast vergiss deinen Eid nicht. Sie wusste nicht, was in der Zwischenzeit geschehen war. Bibali sagt, nein, so war das nicht. Da war eine giftige Schlange unter deinem Bett. Und ich wollte nicht, dass sie dich beißt, so habe ich dich mit diesem Fächer hier angestoßen in der Hand. Und Badra sagt, wenn die Schlange mich beißen soll, dann ist das okay, aber es ist nicht okay, dass du mich mit einem Fächer berührst. Das darf mich nicht nur mit deiner Hand berühren, auch nicht mal mit dem Griff dieses Fächers darfst du mich berühren. Das war vielleicht ein bisschen überstrickt. In der tibetischen Überlieferung, bei Bhikshuni Vibhanga heißt es, dass diese Giftschlange dort war eigentlich eine Ausstrahlung des Gottes Chakra, der daherkam, um zu sehen, ob sie tatsächlich gegeneinander keine Lust empfanden. Wie auch immer, es ist schwer zu sagen, wessen Ausstrahlung nun diese Schlange war. Und man könnte sich denken, dass normalerweise, wenn normale Leute hätten, würden sie in solchen Situationen manchmal Begehren verspüren. Warum hatten sie überhaupt kein Begehren? Das ist schon eine Frage wert. Zum Beispiel Bibali selbst war in der früheren Lebenszeit ein Formgott in der Umgebung von Brahma, in dem ersten Formbereich. Und das bedeutet, dass er in Dhyana, in Sammlungen verweilt hat, frei von aller Lust und Begehren. Und viele Äonen in solchem Zustand des Götterseins verbracht. Frei von sinnlichem Begehren, nicht nur für wenige Jahre, sondern für viele Äonen lang hat er vielleicht in solchen Zuständen bereits verweilt. Sie haben 12 Jahre miteinander verbracht im Haus mit nur einem Bett. Und während all dieser 12 Jahre gemeinsam in einem Haus mit nur einem Bett hatten sie niemals in einem Moment ein Begehren zueinander. Das bedarf sicher einer Erklärung. Wie auch immer, nach einer langen Zeit starben die beiden Eltern. Und nachdem seine beiden Eltern gestorben waren, hat Bibali sich gedacht, vorher hatten wir nichts anderes zu tun, weil unsere Eltern sich um alles gekümmert hatten. Jetzt, da beide Eltern gestorben sind, müssen wir uns um den Haushalt kümmern. Und er sprach zu Badra, als meine Eltern noch beide am Leben waren, haben wir hier gewohnt. Jetzt müssen wir selber uns um den Haushalt kümmern und du kümmerst dich um die Hausarbeit und ich gehe auf das Feld, die Feldarbeit. Natürlich ist er nicht selber auf das Feld gegangen, um zu arbeiten, aber er ist dahin gegangen, um zu prüfen, wie die Arbeit verrichtet wird und was auf dem Feld geschieht und so weiter. Das hat er niemals getan zuvor. Hat sich niemals in die Arbeit seines Vaters hineinbegeben und sein Vater besaß nur diese unglaubliche große Felder, wie der anderen Tages bereits gesagt.
Und er hatte 999 Jochs für Ochsen zu pflügen. Und der König von Magadha hatte nur 1000. Und aus reinem Respekt für den König hatte er nur 999 gemacht, obwohl er genug Wohlstand hatte, um auch viel mehr noch an solchen Jochs herzustellen. Und dann sah er dort, als er auf diese Felder ging, dass die Arbeiter dabei waren, viele Insekten zu töten durch ihre Umflügen und dass die Ochsen selber Ringe durch die Nase gebohrt trugen und dass sie geschlagen wurden und dass die Arbeiter dort lange Haare besaßen und Bärte, dass ihre Hände und Füße übersät waren von Rissen und dass sie mit Bandagen versehen waren. Die Körper waren selber von Erde verdreckt, sahen aus wie Baumstümpfe oder wie Geistergestalten, Gespenster, nicht so wie Menschen. Man konnte das sehen, welche harte Zeit sie zu leben haben. Und obendrein haben sie sich wegen kleiner Dinge so entzweit und haben sich gegenseitig angeschrien, haben leicht sich in Streit verwickelt, um sich gegenseitig zu schlagen und zu prügeln. Wer dieses Feld übernimmt und wer jenes und so weiter. Lauter solche harte Dinge habt ihr zum ersten Mal gesehen. Und er fragte, wer seid ihr? Wir sagten, wir sind die des Brahmanen Pipalis Arbeiter. Er hatte sie nie gesehen. Und dann sagte Pipali, selbst wenn ihr hier für mich arbeiten solltet, ich habe euch nie zum Arbeiten geschickt. Wir sind aber mit dieser Arbeit betraut seit der Zeit deines Vaters. Du hast uns selber nie dazu geschickt. Aber wir haben es seit der Zeit deines Vaters hier so gehandhabt und so haben wir einfach weitergemacht. Und so begann Pipali darüber nachzudenken. Wenn ihr das von der Zeit meines Vaters her macht, warum streitet ihr das? Ist doch gut, wenn ihr Arbeit habt, aber warum streitet ihr miteinander und schlagt euch gegenseitig? Solche Dinge zu tun, wird in der Zukunft euch viel Elend bescheren. Viel Leid wird daraus herrühren, denn das Karma davon heranreift als weiteres Unheil. Sehr froh hat er solche Härten niemals gesehen, die normalen Arbeiter durchlaufen mussten und welche Schwierigkeiten in dieser Gesellschaft bestehen, welche harten Lebensumstände für solche arbeitende Bevölkerung bestanden. Und er empfand einen großen Überdruss und er dachte sich, obwohl ich selber mit meinem eigenen Körpersprache und Bewusstsein hier keine schlechten Handlungen begehe, scheine ich doch irgendwie auch schlechtes Karma zu sammeln. Allein deshalb, weil diese für mich arbeiten. Meinetwegen töten sie diese Insekten, lassen die Ochsen durch Arbeit krank werden und selber untereinander sind sie von einer Art, die schlechten Eindruck hinterlässt. Und so dachte sich, er sollte aus dem und sprach zu Kapila Bhadra, dass wir sollten eigentlich unser Haus hinter uns lassen und in die Einsamkeit gehen. Und Kapila Bhadra hatte sich nur um den Haushalt gekümmert, aber sie hatte viele Diener. Und sie sah, dass ihre Hände aufgerissen waren, die Füße waren voller Risse und hatten lauter Bandagen herum. Ihr
Haar war in Unordnung verzottelt und wegen kleiner Unstimmigkeiten haben sie sich untereinander gegenseitig angeschrien. Und sie sah, dass sie sich gegenseitig mit Wortattacken zu durchbohren schienen. Und sie hatte keinerlei Interesse, eine solche Lebensweise weiterzuführen und dann danach Befreiung zu finden. Und das war zu einer Zeit, muss man sagen, wo der Buddha noch nicht erschienen war. Und Bali und seine Frau haben sich dann in der Weise engagiert, andere Art von Dharma zu üben und dann Lehrer zu finden, dort Opferungen zu bringen und haben ihre Diener befreit, deren Hab und Gut unter den Verwandten aufgeteilt. Und die nahmen sich einfache Kleidung, aber weil sie natürlich diese riesigen Schatzhäuser besaßen, gab es darin natürlich keine hässlichen Gewänder, aber sie nahmen sich das Billigste, was sie darunter finden konnten. Und was Bob wahrscheinlich trotzdem tausende Goldstücke an Wert noch besaß, aber sie haben das in diesen Stück Stoff in einen äußeren Umhang verwandelt und gab einen gleichartigen zu Batra, gab seinen ganzen Haushalt, seinen Wohlstand an die Verwandten und machten sich darauf zu gehen. So, Bipali fragte Kapila Bhadra, wo möchtest du denn hingehen? Und sie sagte, ich möchte gern mit dir zusammen dem ich der asketischen Lebensweise beschreiben. Und er sagte, wenn ich dir sagte, das geht nicht, du kannst nicht mit mir gehen. Wenn ich in den Wald gehe, um ein Asket zu sein, dann kann ich nicht mit einer Frau gehen. Dann sagte sie, okay, wenn das der Fall ist, dass ich nicht mit dir gehen kann, dann lass mich zuerst das Haus verlassen. Im anderen Fall, wenn du hier bleibst, dann werde ich das Opfer vieler Männer werden, so wie fertig gekochter Reis. Und Bipali dachte, diese Frau versteht zu denken. Und okay, lasst uns zusammen gehen. Und dann nach der Weile gegangen, haben sich dann geteilt und jeder ging seines Weges. Kapila Bhadra ging, das wohlgemerkt zur Zeit, bevor der Buddha in dieser Zeit erschienen war, aber viele andere Lehrer. Und so hat sie sich zu einem Jain Digambara-Lehrer und hat mit ihm gelernt. Sie hatte viele Schwierigkeiten zu durchleben, aber nach allen Härten hat sie schließlich den Buddha auch getroffen, den Bestwerdung durchschritten und ein Arhat geworden. Die Geschichte ist sehr lang, aber wir haben keine Zeit, uns in alle Einzelheiten damit zu beschäftigen. Und deswegen möchte ich die Geschichte von Kapila Bhadra jetzt nicht an dieser Stelle weiter vertiefen. So, wir haben jetzt 30 Minuten Pause. Also da量吕宋的他 Kim 呢，orang Kim Bang 呢，Kashyapa hat an dieser Stelle, wie wir gesehen haben, seinen Wohnort aufgegeben und sich in die Einsamkeit zu gehen. Zu dieser Zeit gab es nicht den Buddha und das heißt, es ist nicht sehr deutlich sichtbar in den Schriften, Überlieferungen, welchem Lehrer er sich zuwandt. Aber als er den Buddha traf, heißt es, war Kashyapa 12 Jahre älter als der Buddha. So heißt es.
Also muss Kashyapa bereits geboren gewesen sein, bevor der Buddha in diese Welt kam. Buddha hat den Prozess der Bestwerdung durchschritten mit dem Alter von 29 Jahren, sich dann 6 Jahre einem Einsiedler-Asketentum verschrieben und ohne dass er darin tatsächlich die grundlegende Art des Wirklichseins erkennen konnte. So hat er diese Einsiedelei und Härten zu durchleben abgeworfen, hat sich an dem Naranjana Fluss gegeben, sich darin gewaschen und dann gab es 5 Töchter, die von denen 2 ihm ein Milchbrei als Geschenk übergaben und dann gab es diesen Grasverkäufer, Brahmana, der Buddha jenen Sitz übergab, mit dem er dann unter dem Bodhibaum Platz nehmen konnte. Und er sich dort entschloss, so lang, dass ich bis hier das vollkommene Erwachen erlange, werde ich diesen Sitz nicht verlassen. Und dann mit allem Aufbäumen der Maras und so weiter, wie wir wissen, hat er dann dort unter diesem Baum vollkommenes Erwachen erlangt, um dann weiterzuziehen nach Varanasi, dort seine ersten Schüler zu treffen und zum ersten Male Dharma-Botschaft zu lehren. Er traf dort die ersten Gruppen von Schülern, die man als die gute Gruppe der 5 bezeichnet. Dann gab es die nächste Gruppe von 5. Dann gab es die 50 jungen Leute aus der Stadt, die Bhikshus wurden. Und dann die gute Gruppe der 60. Und die damals ihm den Milchbrei übergaben, Nanda und Nandabala, wurden auch seine Schüler und dann erschien Urubilva Kashyapa und Nardi Kashyapa. Und viele Schüler trafen ein. Sehr schnell wuchs die Gemeinschaft auf 1000 Schüler an. Und dann traf er den König Bimbisara, der mit all seinem Gefolge sich ihm anschloss, ihm auch den Bambushain Venovana als Geschenk überließ. Und Kashyapa hat den Buddha erst viel später getroffen. Und noch später, als Shariputra und Maudgalyana bereits die Schüler des Buddha waren. Und wie es in dem Bhikshuni Vibhanga heißt, dass der Buddha sah, dass die Zeit gekommen war, dass Kashyapa sein Schüler werden konnte. Und er hat den richtigen Ort und Zeitpunkt gewählt, hat sich in Rajkriya an dem Bauputraka Stup dort Platz genommen unter einem Baum, um Kashyapa anzuziehen und seine Aufmerksamkeit zu erregen, hat er seinen ganzen Körper in Licht erstrahlen lassen, sodass Kashyapa, der dort in der Nähe sich wunderte, woher dieses Licht wohl kommen möge. Es schien wie ein großer, goldener Lichtberg, der dort in allen Richtungen Licht ausstrahlte. Und Kashyapa sah dieses Licht, dachte, was geht denn da vor? Er war sehr erstaunt und wollte es prüfen. Folgte also diesem Licht.
Er sah also dort den Buddha und sah das Licht aus dem Körper des Buddha strahlen. Und von weiter Ferne her schon sah er den Körper des Buddha in all den Zeichen und Symbolen, Malen, in der völligen Vollkommenheit glänzend. So wie es die Zeichen und Male sind, die vollkommenen Wesen eigen sind. Dass die verschiedenen, die Aufteilung, die Symmetrie, die Maße des Körpers in Perfektion, all dies konnte er von Ferne schon sehen. Er hatte den Eindruck, dass der Buddha dort in diesem Lichterschein saß, als von großer Friedlichkeit im Ausdruck. Und er hatte viele andere Lehrer getroffen zuvor, aber in diesem Moment war in ihm das Gefühl, dass er jetzt einen echten Lehrer traf, einen echten Arhat, einen echten Bhagavan. Ein ganz starkes Gefühl überkam ihn, dass er sich verneigte vor dem Buddha und legte seinen Kopf zu den Füßen des Buddha und sprach: Bitte sei mein Lehrer. Ich will dein Schüler und Hörer sein. Und Buddha gab zur Antwort: Okay, wie du willst, ich kann wohl dein Lehrer sein. Der Mula Sarvasvati-Tradition heißt es normalerweise, dass Mahakashyapa durch die bloße Tatsache, dass der Buddha ihn akzeptierte, in dem Moment sofort diese Bestwertung durchschritt. Allein durch die Tatsache, dass der Buddha ihn als Lehrer, dass der Buddha ihn annahm als Schüler, dass er durch darin all die Vorsätze seines Bestwertung darin enthalten hat. Wie auch immer. Wir sagen manchmal in der Buddha sprach weiter und sagt, es gibt viele in dieser Welt, die sagen, obwohl sie keine Ahnung haben, sagen, sie sind allwissend, um Schüler anzuziehen. Und obwohl sie keine Tathagata sind, behaupten sie, solche zu sein. Und die Leute, die solche Art sprechen, haben am Ende nichts anderes zu tun, als ihren eigenen Schädel daran zu zerbrechen und den schlechten Folgen dieses ertragen zu müssen. Aber du musst dir hier keine Sorgen machen, weil ich tatsächlich weiß, dass ich behaupten kann, ich bin allwissend, ohne dass ich hier in irgendeiner Weise täuschen muss. Ich weiß auch, dass ich Tathagata bin. Ich kann deshalb sagen, ich sei ein Tathagata. Und deswegen musst du dir, deswegen habe ich tatsächlich Erwachen erlangt. Ich kann sagen deshalb, ich bin ein Buddha. Du musst dir keine Sorgen machen. Und so gab er ihm seine ersten Instruktionen. Und er gab ihm einen Rat. Seine ersten Instruktionen waren der Art: Was immer du auch einen guten Dharma und Botschaft zu lernen wünschst, du musst sie genau und gründlich hören, mit tieferer Wertschätzung und darin dich in Sammlung üben, mit eins gerichtetem Herz und Geist, um dies in eigenes Erleben umzusetzen. Das war die erste Anweisung. Die zweite: wenn du in die Gemeinschaft der Schüler eintrittst, wenn du mit einem Lehrer, mit Dharma-Freunden zusammen bist, dann brauchst du
eine Geisteshaltung, in der Scham und Skrupel auch zugelassen sind. Und die weitere Instruktion hieß, du musst zu jeder Zeit aufmerksam und wachsam sein und niemals dich ohne Umsicht einfach so gehen lassen. Schweife niemals ab. Das sind die Kerninstruktionen, die Buddha ihm gab, womit er das Interesse von Kashyapa erweckte. Und solcher Art waren seine Hinweise, und Kashyapa schloss sich dem Buddha an, war mit ihm unterwegs. Und Kashyapa folgte dem Buddha, und als der Buddha sich hinsetzen wollte an einer Stelle, nahm Kashyapa seinen eigenen Umhang, den er damals selber aus seinem Haus mitgenommen hat, sein eigener Umhang. Und er hatte damals, um sich dem Asketentum zu verschreiben, das einfachste, billigste Kleid aus dem Gewand, aus dem Schatzhaus seines Vaters genommen. Aber das schon alleine, schon 100.000 Goldstücke allein von Wert war. Diese einfachste Gewand. Und die anderen waren noch viel teurer. Und so hat er das einfachste und schlichteste aus diesem Schatzhaus genommen. Und er nahm also sein Gewand und hat es ganz schön und glatt zusammengelegt als eine Unterlage und den Buddha eingeladen, doch darauf Platz zu nehmen. Bitte nimm auf diesem Sitze Platz. Es wird mir erlauben, darin Gutes in meine Gutartig zu verstärken. Und Buddha nahm darauf. Buddha nahm darauf Platz und sprach, Buddha sah diesen Sitz und sagte, deine Robe ist wirklich außerordentlich sanft und weich. Ja, Kashyapa sagt, dieses Gewand ist tatsächlich sehr, sehr sanft. Bitte nimm es, sei es deine Robe. Zu diesem Zeitpunkt war die Robe des Buddha aus Flicken abgelegter anderer Kleider, aus Lumpen, Flicken zusammengenäht. Auf weggeworfenen Lumpenstücken, die irgendwo am Wegrand lagen und im Müll herumlagen, im Dreck. Daraus hat er seinen eigenen Umhang genäht. Und der Buddha sagte, dann kannst du meine Robe hier aus lauter Lumpen, wärst du in der Lage, das zu tragen? Und Kashyapa sprach zum Buddha, wenn der Buddha diese Robe gemacht aus Liebe tragen kann, dann kann ich diese Robe auch aus Lumpen tragen. Und so nahm der Buddha also das Angebot von Kashyapa an und gab seine eigene Robe an Kashyapa, was in der Tat von keinerlei wertvollem Stoffe her war. Gab ihm seine eigene armselige Robe. Kashyapa nahm diese Robe und trug sie dann auch. Und begann sich dem Lebensweise des Bettelmönchs zu widmen, jeden Tag um Nahrung zu bitten, jeden Tag. Und nach dem 8. Tage dieses Bettelgehens
oder am 9. Tage, Entschuldigung, erreichte er eine besondere Einsicht, die eines Arhat-Zustands. Also 9 Tage, nachdem er diese Robe des Buddha übernommen und getragen hat, 8 oder 9 Tage nach dem Kleidertausch, dem Robentausch, heißt es, hat er den Zustand eines Arhats erreicht. Das ist in der Geschichte von Kashyapa eine außerordentliche Bewandtnis. Kein anderer Schüler des Buddha hat dieses Glück gehabt. Keiner der anderen Schüler hatte die Gelegenheit, mit dem Buddha selbst die Roben einzutauschen. Als der Buddha seine eigene Lumpenrobe Kashyapa gab, gemacht aus Stofffetzen, gefundenem Müll und so weiter, war dies eine besondere Inspiration für Kashyapa, den Lebensstil der Einsiedelei, der Lebensstil der Einfachheit zu leben. Der Buddha hatte selbst gesehen, nachdem er erwacht war, dass es keinerlei Sinn macht, bloß in Härten und zu leben, dass das allein nur Leid bereitet und keinen Nutzen bringt. Aber er hat es nicht verboten, solange es nicht zu extrem in der Ausgestaltung war. Und die Hinweise, die Buddha den Schülern gab in der Gemeinschaft, waren, dass dieser Lebensstil nicht zu hart sein sollte in der einen Richtung und auch nicht zu weich in der anderen. Er sollte einer mittleren Ausrichtung folgen. Er sprach, du solltest in der Mitte verweilen, solltest in der Mitte einen Lebensstil leben, der weder zu sehr in der Bequemlichkeit verfällt, noch das andererseits mit großen Härten sich versucht, selbst Leid zu bereiten. Und dieser Weg der Mitte bedeutet nicht, dass es unglaublich einfach sei oder einfach ein sorgloses vor sich hinleben. Man muss in der Lage sein, auch alleine auszukommen und auch den Sinnesgenüssen von Nahrung und Kleidung zu entsagen und mit Schwierigkeiten auszukommen. Buddha hatte einige Schüler, die von solcher Art so einen Lebensstil pflegten, und er hat sie besonders herausgestellt und gelobt, wenn sie einen Lebensstil mit Einfachheit, frei von Verlangen nach Essen und Kleidung oder einfach in Zufriedenheit, mit wenig Begehren haben leben können, so wie Mahakashyapa. Mahakashyapa wurde deshalb sehr bekannt, dass er genau diese Qualitäten zu leben wusste. Und zum Beispiel dieses Wort, was wir in Tibetisch für Kloster benutzen, Gönpa, ist eigentlich von der Bedeutung her eine Einseidelei. Eine Einsiedelei und darin zu leben und zufrieden zu sein. Und hier sollten wir das sind diese 12 Qualitäten, die ein solches Leben in Schlichtheit begründen, in Einsiedelei. Vielleicht sollten wir uns damit genauer befassen. Wenn wir über die Qualitäten eines solchen Schulungen hier sprechen, dann können wir sie entweder als 12 oder als 13 aufzählen. Das sind 2 Zählweisen bekannt. In der Grammatik in 2 Bänden heißt es, zur Zeit also des tibetischen Könige, dann ist dieses Wort Duta zu übersetzen galt, dann war die Bedeutung davon, dass es etwas sei, was die Qualitäten in dem Laufe der Schulung, die eigenen Qualitäten und Vorzüge zunehmen lasse.
Das hier ist eine Erklärung im Einklang mit den Yogacharya-Stufen, das beschrieben durch den Meister Asanga. Asanga hat dieses Werk verfasst, der Stufen des Yogacharya. Da gibt es einen anderen Text, der heißt die Shravaka-Stufen, also die Stufen der Hörer. Es sind 3 Hauptteile daran zu finden. Der erste dieser 3 Teile befasst sich mit dem Bettelgang. 세계와도 제가 숨들려야네 당보텔라 소녀바 사리브레 소녀바 텔려야 난세계와 제베는 Das 니수 erste ist also aufgrund von Almosen und Bettelgaben zu leben, und das hat 2 verschiedene Möglichkeiten. Die erste Art ist solche, die erlaubt zu empfangen sind. Das bedeutet, dass man, welch immer Haushalt man dort aufsucht und wo man gerade angelangt, und was immer wir dort an Essen bekommen, genau das Essen zu nehmen und kein anderes mehr zu suchen. Und die andere Art von Almosen ist, die man nach und nach erwirbt. Man geht an jede Tür und isst, was immer an Almosen wir dort jeweils bekommen. Aber man ist frei von dem Gedanken, dass ich irgendwo besseres Essen bekommen will oder werde. Das sind die Almosen, die man nach und nach empfängt. Und die zweite dieser 3 Gruppen sind mit dem Essen zu haben, mit dem Bettelgang zu haben, ist das eine Mal, man könnte sagen, also eine Essenssitzung. Warum heißt das ein Sitz, genauer gesagt? Man nimmt und isst, was man immer essen kann, und sobald man aufsteht, wird man nicht mehr davon essen. Und das war die Lebensweise, die es durchzuführen galt. Man nimmt, was immer man isst, wann immer man bekommen hat, und wenn man da noch Hunger hat, dann wird man trotzdem nicht weiter essen. Aber um das Essen, was man dann vielleicht zu viel hat, nicht man nahm nur so viel, wie man konnte, und nicht mehr nachdem man aufgestanden war. Das ist also der eine Sitz. Das dritte Regel hat zu tun, und die dritte Sache war die, dass man nur das Essen, was ich wirklich brauche, was mich erhält. Und dann gibt es die nächste Regel mit den Roben zu tun. Die 3 Roben, äußere Robe, die obere Robe und die untere Robe. Alle diese waren aus Wolle gemacht. Und wenn man Tibet darüber nachdenkt, dann ist das also kein sanfter Stoff, sondern ein so rauer Stoff, den man dafür nimmt. Also sehr raue, grobe Wolle, die dafür genommen wird. Und keine andere Art von Roben würde man nehmen. Das nennt man also Filz zu tragen, gewissermaßen, könnte man sagen, die Filz. Oder dann die dritte Variante ist, das aus Lumpen zu nehmen, also aus Stoffstücken, die irgendwo entlang des Weges oder im Müll gefunden waren. Und solange sie nicht
Und alle die man hat sie also dann genommen und hat die nicht verunreinigten Stücke genommen, die als Lumpen zusammengesetzt waren, hatte sie zu waschen, zusammenzunehmen und dann einzufärben, weil man nur eine bestimmte Farbe hat tragen dürfen. Und dann gibt es 6 weitere Übungen, die haben mit Behausung zu tun, also in Einseitlei oder im Wald zu leben, der Wildnis, also in abgeschiedenen Orten. Das ist das Wort Gönpa, heißt weit entfernt, also eine Einsiedelei, das weit von jeder anderen Behausung oder bewohnten Gegend entfernt war. Mit der Mitte des Waldes oder Dschungels. Für einige solche Mönche gab es, die Bhikshus, die im Walde lebten, Wald-Bhikshus. Und dann der zweite Punkt ist hier, nicht in Behausungen zu leben, sondern unter Bäumen, haben sich immer unter Fuße von Bäumen niedergelassen, auch wenn es regnet und so weiter. Dann gibt es noch die Obdachlosen an Plätzen, wo es nicht einmal ein Dach gab über dem Haupte. Einfach außen, nicht überdeckten Plätzen. Und dann gab es noch die Leichenacker. Das ist einfach zu verstehen, wo Leute die Leichen ableikten, Entsorgungsstätten. Und dann gab es die sitzen, einen niedrigen Sitz. Niedriger Sitz. Einfach Gras unter einem Baum ablegen, ohne sich zurückzulegen. Normalerweise würde man sich auf die Seite legen irgendwie, aber sie haben sich niemals hingelegt, sondern immer aufrecht gesessen. In unserer Kamakaji-Tradition heißt es in der 3-Jahres-Klausur, es ist nur 3 Jahre und 3 halbe Mondphasen, heißt es, dass man da nicht sich niederlegen, sondern nur aufrecht sitzen darf. Das nennt man die Übung oder Schulung der Sitzenden. Und dann gibt es die dann den Sitz so nehmen, wie er gerade ist. Wie ausgebreitete Zweige oder Blätter. Aber keine anderen Kleidungsstücke oder Stoffe. Sie einfach so anzunehmen, den Sitz so zu nehmen, wie er ist. Nichts an mehr Gras dazu zu tun oder das Gras auszuwechseln oder irgendetwas anderes zu verbessern. Man nimmt den Sitz so hin, wie er am Anfang war, sitzen also immer auf demselben Sitz. Wie immer anfangs das Gras, die Zweige oder Blätter ausgebreitet waren, so nimmt man diesen Sitz dann hin, ohne je daran etwas zu verändern. Das sind die 12 Punkte der Schulung. So wie es damals in der alten Zeit des Buddha Dharma üblich war. Der Buddha hat diese Art und Weise, wie es einige betrieben haben, mit großer Härte, nur alle Sinnesgenüsse zu entsagen, dann diese Art nicht begrüßt oder bestätigt. Und gab es aber welche, auch die im Einklang mit Buddha Dharma eine
einen etwas schlichten, einfachen Lebensstil sich verschrieben hatten. Und wie Mahakashapa. Und dann muss man denken, dass nicht eine Person unbedingt alle diese 12 Punkte gleichzeitig durchführt, sondern es war mehr so dass die Gruppe als Ganzes diese verschiedenen Arten von Qualitäten oder Lebensstil ausdrücken konnte. Einige haben die eine Sorte von Qualitäten verkörpert und andere. Das bedeutet also nicht unbedingt, dass es irgendwelche Individuen gab, die alle 12 Qualitäten dieser schlichten, einfachen Lebensweise verkörperten. Das ist also, was ich heute versucht habe zu erklären, die Verbindung von Mahakashabas Lebens- und Befreiungsgeschichte und im Einklang damit auch die 12 Punkte des Lebens in Härte oder Schlichtheit, wie es in den alten Texten, was in den Texten überliefert ist, über die Zeit der ersten Belehrung von Buddha. Das mag genügen für heute. Und dann will ich demnächst sprechen über die Geschichte von Ananda und dann mich an das annähern, was dieses erste Konzil bedeutet. Vielen Dank.